Wel, hallo. Van der is 5 uur de 26. Sei een schöner dag van der. Het is maar 10 graden koud. Het buiten had laatst nacht maar een zal gesneeuwd. We gaan van der we wat burritos maken. Burritos. Veel werk dat wij hier weten dat ik zo'n rindvlees kerken dat naast de carne deshebrada. Ja, dat is rindvlees wat zo strelig is en wat je kan eerst wat van maken. Van der we eine soort maken, of vielleicht 2 soorten. Dat is burritos con carne deshebrada. Burritos, tortillas abgerollt met fine stilje Fleisch erbij, met zeppelen en peperschoten, ik wil je dat wezen. En dan nog een beetje met zo'n rode enchilada salsa. Ik wil je dat voets wezen. Dankzij en welkom naar Struckland, Manitoba. Okay, dann haben wir hier, was wir hier haben, ist, hier haben wir ein paar Tortillas, die wir schmackbrün machen. Die haben wir von Costco. Und dann hier haben wir selbstgemachte Enchilada Sauce, das ist ein bisschen rote Chili Sauce. Und hier haben wir 4 Jalapenos. Hier haben wir 2 Zeppelin. Hier haben wir mit Chesnickpulver. Ich habe hier mit Chesnick mitgebracht, dann braucht man das Pulver von dir. Dann hier ist das Strelje Fleisch, was ich viel Werk kerken deed, weißt du das noch? Und von der werden wir Burritos machen. So, nu werden wir das alle abschneiden und dann durchbroten und dann werden wir das Burritos machen. Dankeschön. Well, hallo, ich dachte, ich würde mal wissen, für die, wo das nicht kennen oder wo das unbekannt ist, wo einer mit Zeppelin so feine Stück schneiden. Da war ich eine Zeppel aufgeschaltet und dann halb geschnitten und dann war ich kicken down, das ist das Wartel eng, da sei immer der Warteln, die kleine Warteln an. Und dann, was je dan doen, is dan doe je de wartel eng van je weg. En dan heb je een schwappetmaser. En dan doe je hier zo dit, vielleicht een achtertal, meestal eng durchschneiden. Krijg je dat, dat is zeer fijn. En dan neem je dat zo dit. En dan snijd je dat zo durch. Ook een achtertal. En dan heb je zeer fijne zeppelen. Weet je. Für pico de gallo oder irgendwo man Fleisch oder Klops oder so wieder. Und dann, ich will Ihnen das noch einmal wiesen. Hier ist noch einer so eine Store. Ich weiß, viele von Ihnen, die kann das sagen. Die dürfen das dann auch nicht checken, aber hier war das ist der Warteling, das ihr von Ihnen weiß. Dann hol je dat zu steht und dann een achterzaal lijn gaan. En dan moet je maar zeggen dat je een zeer schwappet Maße haben. Sie sagen, ein Schwabbelmaß ist gefährlich, aber wisst ihr doch, dass ein Stampelmaß ist viel gefährlicher. Und dann hier war das Stert. Checkte mal laut. Und dann habe ich aber so ein grülich scheinet, feine Zeppelin, weil noch feiner wollen, dann hat ihr bloß ein Saustänelzahl einschneiden. Und ja, weil dann checkte mal das, dann habe ich bloß so ein sehr feine Zeppelin. Dann braucht ihr gleich alle solche Maschinen zum feines fine Zeppelin machen. Hier habe ich das alle. Krass ist das. Und ja, jetzt einer mal einmal ist das, das Maß hat beim Knuckle überkannt. Nächstes ist das, weil da steht, er sagt, das hier einmal 2, das hat fertig getan. Das ist das, weil und mit so start ist eine Klar, so mit so start und dann einmal so start. Aber ja, dann kann er sehr fein Zeppelin viel schneiden zum alle Sorten merken. Dankeschön. Okay, das Zeppelin haben die 2 geschnitten, dann wollen wir noch die Jalapenos. Und so sie sein kann, die stehen dann noch Bären, die sieht. Ich erkläre die Bären, ich erkläre mal nur heute. So dann denkt das ist das. Ein kleines Strähmel geschnitten, alle noch drei. Und dann dauert das sehr feine Bitte geschnitten. Ja, kriegt es dort und dann. Dus ik zei dat Maße an de hang en dat immer mit so steht, mit so dort, dort einer sich nicht schneiden hat, mit, warum sagen, das dort ein Pen ablegen, na immer, dat Maße hier so steht so vorbei geht, dann schnitt er sich nicht, mit. Die Maße ist ein bisschen, Finger ist ein bisschen näher. Und das, bei rechts, ich dort aber schein, weil ja, eins für die, wo dann nicht verdrehen kann, dann kann ich die Steine der Rücken nehmen, aber ich war da, ich legte da nur stark. Waar nog moet spieltjes op Beton heeft, dat zingt dat de alle voert. Want dan durft er zich niet putzen op Beton oder scheren.
Dat er wat een mensen wat er nog mal warm houden, of ijs haffen, ijs van de dorm. Ik wil je één ding zeggen, maar je zo'n schiel is dit eten met stenen kinder toog. Dan daar we keine Medizin annehmen. En wist je dat ook dat de huidige peperzout heeft 3,5 mal zoveel vitamine C als een appelsien. Da weet je dat. Mexicaner die zijn zweimal verkehrt. Die vreten zo schrecklich veel peperzouten. Dat verkeerde dat engst die fruit. So, ja, so steht, check mal dat. Nu doen we dat even finsnieten. En dan willen we vangen seppelen. Bruin te broden en dan deze doen we te laat smaak. Want deze voet smaakt dan heeft het murs. So nu willen we eerst de seppelen bruin broden. En dan willen we de peperzouten ganz te laat smaak. So, dan schijnt en dan zijn we ons sloten. Oké, dan zijn we rijdt om de seppelen hier nemen. Oh, maar hier zit het er bijna maar schijn. Zo. Nu willen we de smaak bruin broden en dan wanneer het bruin zijn, dan willen we de peperzouten nog nemen. Dan schijn. Oké, zoals je zien kan, de seppelen zijn nu nog fijn bruin. En dan doen we de jalapenos te maken. Doen we nog een paar minuten doordat die van klein beweegt te worden. En dan is dat eruit. Ik weet het zit niet zo stram. Maar sinds die video's wat te zijn weer eten meer aan dat. Die gaan er duizenden dollar weer licht aan strooms. En zij hebben geen zijn is wat op Irms niks op Irms is. Hier, dat zit vielleicht niet ganz so stram met mijn video's. Maar wat je ziet is dat wat het is. Hier wordt niks niet opgeputst of opgeverfd of opgepropt. Kracht is wat je hier ziet, zo is dat. Einmal ist das nicht ganze Tag ein Strom, was die Menschen das würden wollen sein vielleicht, aber was je hier sagen, das wird das. So wird es beginnt auch an der Kirche los, mit je eten werden. So. Wir wollen nu ein Stück 3, 4, 5 Minuten durchbroten, dass die Peperzouten runterfahren mit weg zu werden. Und dann wird das Fleisch hinein, dann wird es mit durchbroten und dann sind wir bereit zum burritos machen. Dankeschön. Okay, wir lassen die Peperzouten, die fahren ja ein bisschen fein weg loten, ein bisschen glasölig, ein bisschen jemand, was ich habe, groß uitgerot, dat laat er nog glasölig. Dan, wat we dan doen, is dan worden we het Fleisch hinein. En dan gaan we dat een stukje durchprizzelen, prizzelen, ik weet niet hoe je dat zegt, simmeren. Niet meer durchbroden. Met alles top en dan dat smaken en dan wordt een beetje zout, veel over de zoutbank. En dan vielleicht nog een klein beetje chesnek hier. Wir haben hier noch ein bisschen Chesnekpulver, wir wollen ein sehr klein bisschen Chesnekpulver machen. Da ein bisschen dort. Und dann werden wir das Sachen mit durchbroten und dann können wir fangen burritos zu machen. Das riecht aber wunderschön. Ich gucke die mir da dort noch mal. Ja, hier von Struckler, Manitoba. Ja, der Tag ist ja noch am Weg. Der Burritos sind am Weg. Wir müssen noch Siebet luten. Wat je laatst zegt, dat vlees gaat alle aan een dingetje snijden en dan denk ik dat de zup wat er weer eeuwig bleef aan groepen, dat denkt alle weer nog eeuwig uit en dat het niet streeft blijft. En dan hebben we een zeer fijne zupje vlees. Nu wordt het hier laten opwarmen, durchbroden en dan gaan we burritos maken. Dankeschön. Oké. Nu gaan we het laten durchbroden. Wat we dan wel doen is dat we de halfje uit nemen. For regular burritos. En dan de andere half, die werden we dan met een enchilada saus durchbroden. Dan werden we zo'n burritos van dort maken. En je kan ook flautas maken, verschiedenste, tostadas, ergens wat met zo'n vlees staat. Dat kan er verschiedenste merken. Dat Fleisch is sehr, sehr herrlich für irgendwas wat. Nu wordt het durchbroden en dan worden we van dit alles burritos maken. Dankeschön. Oké, dan doen we de tortillas hier een klein beetje bruin maken. Ik heb hier zo'n haltje merkt, dat ik kan een beetje optrekken, dat het een beetje boos gaat. Ja, ik ga je zien dat.
Hier habt eine feine brune Tortillas. Und dann da hier ist das in ein Handtuch unja. Dat de fein wegbliebenen Wald. Und hier kann ich Schmack abrollen und dann da den nächsten. Ja, kriegst du es dort. Und dann merken wir die alle Schmack brün und dann schau burritos merken. Yes, nu kijk mal. Sehr fein brün. Ja, dann merken wir alle sehr Schmack brün, weil dem Stück sind immer so sehr wett. So wieder und die einmal ein bisschen nur backen und dann schmecken die viel schöner. Okay, dann sind wir bereit zum Burritos machen. Wir haben das hier alle so eingerichtet mit so einem Enchilada-Sauce und Chili-Sauce. Das schmeckt so sehr schön, so das ist alles, was die von dir haben getan. Und dann nehmen wir sonst das hier. Und dann das hier so nähern. Oh, aber das riecht wirklich schön. So, guck mal das. Und dann rollen wir das ab, so ist das. Eieiei. Sehr fein. Und dann da war eins in Start, was wir die alle haben abgerollt. Burritos. Und dann haben wir, die kann ich erfrieren, die kann ich in der Luft nehmen, die kann ich erfrieren. So ist es dann wel. Und dann kann ich die ersten Zeit abdäven und erfrieren. Und dann kicken wir das. Oh, aber das schaut aber so fein. Sehr fein. Ja, so ist es dort. Wo ich noch hinwiesen und dann, yes. Das ist aber wirklich schön Fleisch. Richtig schön, schmackschön. Das ist so ein carne deshebrada. Von hier merkt man burritos davon. Und dann rollen wir eben Schmack taub. Hier haben wir Schmack brün gemerkt, die Tortillas. Kijk mal das. Bloß sehr fein. Dankeschön. Ja, nu haben wir die Burritos alle fertig. Ich habe was Tunkas und die eben erfrieren. Und dann haben wir erst nicht die abdäven und die eten. Schmecken sehr schön. Ja, ich habe alle eingerichtet mit so einer roten Sauce. Ich will Ihnen das wiesen. Das ist so ein Enchilada-Sauce, das habe ich nicht gewesen, was das ist. Ich weiß nicht, was das gemerkt. Ich habe dort echt Brot mit dort und schmeckt das grülich schön. So, proef das auch noch mal. Wünsche Ihnen all Beste und hier von Struckel und Manitoba. Mocht Gott Ihnen segnen. Dankeschön. Naja, hier haben wir dann diese Burritos, was ich schon gemerkt von der was sie nennen carne deshebrada. Und nu wou die mal schmecken. Ich habe die Burritos in der Pan ein bisschen fein abgewärmt. Dass sie so fein reich sind. Kijk mal das. Die sind fein reich. Nu wird ich mal ein bisschen aufschneiden. Und dann wird ich mal schmecken. Und so ich immer sage, wir haben nicht für jeden dankbar zu sein. Gott schenkt uns alles, alle gute Dinge kommen von Gott. Dann scheint und wir haben auch mal schmecken. Oh! Weil ich hier noch mit Mayonnaise hat, damit sie andocken bauen. Das wird vielleicht nicht brocken, aber. Oh, bei ich will sagen, das schmeckt sein, merkt das auch. Und mit so einem Fleisch ist dort, mit so einer roten Chili-Sauce. Da würde ich sogar kein Frühstück haben. Der Frühstück kann mehr auf den Tunkas. Plus sehr schön. Hier von Struckland, Manitoba. Dankeschön.